Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den FSV Mainz 05. Bin gespannt, was unser Coach zu sagen hat. Meine Meinung zum Spiel könnt ihr euch gerne in der Spielanalyse anschauen. Damit würde ich sagen, rein in den Bums. Soll ich die einfach wehren? Ja, bitte. Das wäre top. Oder So dahin. so? Oder so. So. Wenn alle ihren Platz gefunden haben, Hammer. dann würden wir auch gern zeitnah mit der Pressekonferenz beginnen. Aber denn sowas unsere von Kollegen zeitnah. aus München müssen noch einen Flieger bekommen. Ja. Entsprechend machen wir es diesmal folgendermaßen. Wir lassen beide Trainer kurz ihr Statement geben und danach würde ich Sie bitten, erstmal alle Fragen an Thomas Tuchel zu stellen, denn ihr seid ein bisschen... Nochmal, warum man das nicht immer so macht, verstehe ich nicht. Dasselbe sollten wir bei unseren Heimspielen, ich letztes Mal schon gesagt, auch machen. Das sollte der gebührende Respekt sein. Egal wie das Ergebnis ist, sollte der Auswärtstrainer kurz jeder sein Statement geben, dann die Fragen erst an ihn, dass die schon mal gehen können. Ja. bisschen unter Zeitdruck. Also Thomas, erstmal kurz deine Zusammenfassung des Spiels. Ja, danke. Es erwartet schweres Spiel, es erwartet intensives Spiel. Waren sehr effektiv am Anfang, haben 2 schnelle Tore gemacht und haben danach gute Momente gehabt, wo wir gut die Beschleunigung in unserem Spiel gefunden haben und waren eigentlich in den nächsten... Bin ich bei ihm, was das anbelangt mit der Beschleunigung und so. Die erste halbe Stunde war echt gut, okay. Fand ich okay. Zum Thema das erwartete intensive Spiel. Weiß ich jetzt nicht. Wenn ich mir die zweite Halbzeit so angucke, weiß ich jetzt nicht. Minuten dann drauf und dran, eventuell auch ein drittes Tor zu machen. Wir waren ein bisschen unpräzise im vorletzten Pass, ein bisschen nicht zwingend genug im vorletzten Pass, um Ein bisschen zu viel Ego-Gefahr von dem einen oder anderen Spieler, der wieder es sich nicht geschafft hat, mal den Nebenmann zu sehen oder mal das Ziel zu haben, sich daran zu erfreuen, mal ein Tor vorzubereiten, anstatt immer alles selber machen zu wollen. So eine Dinger. dann vielleicht aus den großen Umschaltmöglichkeiten nochmal große Chancen und dadurch Tore dann auch zu machen. Hatten zwischendrin eine sensationelle Parade mit Sven Ulreich. Dann wurden wir ja so ein bisschen ungenau und Bisschen viel ungenau. Also wir hatten gerade auch da vor dem Tor die Überhäuser, nee, deswegen auch, wie gesagt, in meiner Spielanalyse die Note 4 gekriegt. Allein wie er den Ball da vertändelt hatte und dann abgeschenkt hat, also. ein bisschen fahrlässig auch in der Verteidigung. Sind dann kurz vor der Pause nochmal bestraft worden Ja, Außenverteidigung war grausam heute auf beiden Seiten. mit einem tollen Treffer von Mainz. Und dann, ja, ist natürlich so, wie es sein kann, wenn Mainz dann auch Mut schöpft und die Verstärkung von dem Tor hat, der Underdog, und mutig spielt, auf zweite Bälle spielt, dann ja, können immer wieder auch gefährliche Situationen entstehen. Und zwar für uns heute sehr wichtig, natürlich dann das dritte Tor zum einen zu machen und die Fleißarbeit nie aufzuhören, die kleinen Wege nie aufzuhören, uns immer zu sichern, immer wieder versuchen, kleine Zweikämpfe auch für uns zu entscheiden, zweite Bälle für uns zu gewinnen. Es war ein sehr anspruchsvolles Match, physisch für uns, Jetlag aus USA, aus... Ja, eben, er spricht das gerade an, warum hat er da nicht zur 60. Minute mal 4 Leute ausgewechselt? Ja. Nein, die habe ich bis zur 77. da teilweise rumackern lassen. Wild. Korea. Na, vielleicht sagt er was dazu. Matthijs de Ligt hat komplett aus einer Verletzung, wochenlangen Verletzung gespielt. Josh hat nach Grippe durchgespielt. Und Leon mit einem dicken Knöchel begonnen und noch eine Handverletzung. Also das war schon jetzt sehr, 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 sehr zehrend für uns. Deshalb fühlt es sich super an und Mannschaft... Ganz ehrlich, wie gesagt, nochmal dieses Rumgeheule fühle ich gar nicht. Ja, wir haben Pavlovic noch auf der Bank gehabt, du hast einen Müller gehabt, du hast einen Schuppo gehabt, du hast einen Tell gehabt. Die hätte man halt alle auch eher bringen können. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht falsch rüberkommt, dass er das jetzt so sagt, aber mir kommt das wieder so rüber, als wollte er wieder drauf rumreiten, dass der Kader so klein ist und dass er keine andere Wahl hatte und bla und Sülz. Das fühle ich halt nicht so ganz. Den Kretzig hättest du auch noch gehabt, den hättest du auch mal reinbringen können und so weiter und so fort. Ne? Also verdient sich heute ein großes Lob dafür und jetzt versuchen wir gut zu regenerieren und am Dienstag einen nachzulegen. Danke, Thomas. Bo, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, erstmal Glückwunsch an Thomas und Bayern mit dem Sieg. Ja, ich denke, er wird halt ein bisschen enttäuscht sein, ein bisschen hadern. Ne? Ist ja nicht so, als wenn Mainz keine Chancen gehabt hätte. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Und nochmal der junge Jauster, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, überragend stark. Super auffällig, hat einen Fonsi, obwohl ein Fonsi wahrscheinlich 5 km/h schneller ist wie er, hat er kein Land gesehen. Ja? Er hat den einfach vernascht jedes Mal, Alter. Hat so ein paar Musiala-Vibes im Dribbling, aber hat nicht so dieses komplett Eigensinnige, ne? Hat immer, spielt den Ball, aber hat auch immer gefordert und so, hat mir richtig gut gefallen, sollte man echt im Auge behalten. Aber nochmal, das ist ja wieder, da musst du so eine Jungs auch spielen lassen. Aber nein, auf unserer Seite lässt du dann Sané da durchspielen wieder, der unterirdisch war heute. Ja, dann wäre es auch schade, wenn du so einen Jungen versuchst zu verpflichten und der versauert dann bei dir. Was sehr schade ist. Also der hat auf jeden Fall eine Menge Talent und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähnlich, also wir haben uns sehr schwer getan, Zugriff zu bekommen. Insbesondere wenn das Timing so finden in das Anlaufen. Hat dann nicht so gepasst und trotzdem muss man sagen, das ist das erste Tor. Es steht aus einem ganz klaren Fehler von uns im Verteidigen, wo wir nicht klar genug spielen. Danach kriegen wir halt das 0-2 und dann wird es schwer und trotzdem haben wir nicht aufgegeben. Bayern hatte klar, die hatten noch 1 oder 2 Tore schießen können. Wir haben aber Ja, haben wir aber wieder mal nicht, weil wieder zu viel Eigensinn da vorne war. auch die eine Kopfballchance, ein paar so halbe Chancen, wo wir gefährlich waren. Und dann dann machen wir das Tor, Halbzeit, ein gutes Gefühl da rausgegangen. Ist nicht so viel passiert dann, bis so diese 60. Minute, wo wir halt eine riesen Torchance dann haben und muss halt. Das muss man natürlich auch noch sagen, ne? Kurz bevor wir das 3-1 gemacht haben, dass er das Ding da so neben den Pfosten setzt. Da muss man aber auch mal ein Lob an Kimmich aussprechen, ne? Vielleicht an dieser Stelle hier nochmal. Wenn der da nicht so reingegrätscht wäre und da alles versucht hätte, das hat den Bell war es, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht genau. Hat ihn auf jeden Fall schon irritiert, war. Wenn er da seelenruhig gewesen wäre, dann hätte er das Ding da seelenruhig eingeschoben, ne? Das muss man mal ganz klar so sagen. Das 2-2 da machen und kriegen dann 2 Minuten später halt das 3-1 nochmal nach einem individuellen Fehler, wo wir nicht klar genug spielen und danach wird es schwer. Trotzdem nicht aufgeben, haben nochmal ein paar Chancen gehabt auf 3-2 zu kommen, aber insgesamt ein paar so viele Fehler hinten gemacht, um hier einen Punkt mitzunehmen zu können. Danke. Danke, Bo. Dann starten wir die Fragerunde mit Christopher Michel von Sport 1. Ja, guten Abend, Glückwunsch zum Sieg. 2 kleine Fragen. Die erste, könnten Sie noch mal näher auf Leon Goretzka eingehen und seine starke Leistung auch mit Torenvorlage? Und die zweite, Sven Ulreich, Sie haben die Weltklasse-Parade angesprochen, diese Top-Parade. Wenn jetzt Manuel Neuer Ich spüre den Atem vom Manu im Rücken. zurückkommt, geht er dann als Herausforderer in dieses Rennen und muss Ulreich erstmal verdrängen? Nein, ich glaube, dass der Ulle hat auch eine sensationelle Parade für uns in Kopenhagen gehabt, in der Champions League kurz vor Schluss und heute auch. Das ist auch, was der Ulle kann. Auf der Linie war er schon immer gut. Ja? Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das kann er. Auf der Linie ist das eine Maschine halt. Fußballerisch so, aber wie gesagt, das ist okay. Ja? Ich denke, die Leistung von Ulle, ja, einen Bock hat er sich gerissen gehabt oder was. Sonst waren die Leistungen echt alle gut. Ja? Klar strahlt er nicht so die Souveränität aus, so im Aufbauspiel, dann wie es so ein Manuel Neuer getan hat. Und klar hat er nicht so die Aura und so, aber war ein ganz souveräner Vertreter bisher. Ich freue mich sehr für ihn, dass er das auch jetzt so unter Beweis stellen kann. Ich glaube, dass er das auch deshalb unter Beweis stellen kann, weil er ganz klar seine Rolle kennt. Deshalb kann er dieses Vertrauen jetzt auch so bestätigen. Und ich glaube, der zweite entscheidende Grund ist, dass er sich nicht als Konkurrent sieht von Manuel, sondern dass die beiden befreundet sind. Es sind nicht nur Kollegen, sondern sind Freunde. Und ich glaube, dass das zum einen Ulle beflügelt, so jetzt zu spielen, weil er weiß um die ehrliche Unterstützung und die besten Wünsche von Manu. Und so wird das umgekehrt sein, sobald Manu wieder zurückkehrt. Deshalb ist das eine im Moment perfekte Situation. Leon hat sehr gut gespielt gegen Freiburg im letzten Spiel und heute wieder.
In Freiburg hatte er schon 2, 3 Halbchancen, wo er noch ein bisschen Pech hatte mit seinen Entscheidungen abzuspielen. Er hätte ein bisschen egoistischer sein können heute. Ja, das war heute am Anfang halt auch noch so der Fall. Ne? Da hat er sich auch ab und an falsch. Aber das ist generell ich weiß nicht, ob wir das zu kompliziert, ob der Tuchel dann zu komplizierten Matchplan hat oder was. Vorne sind wir einfach viel zu kompliziert unterwegs immer. Fußball kann so einfach sein, ne? Weiß ich nicht, ganz wild irgendwie. Da kannst ja jeden reinnehmen, der da vorne rumläuft. Abgesehen von Harry Kane, Alter. Wenn er den Ball kriegt, dann schießt er aufs Tor. So. Hat es geklappt mit einer Vorbereitung und einem sehr entscheidenden Tor. Wir hoffen jetzt, dass die Handverletzung nicht so schlimm ist. Er hat sehr gut trainiert, hat mit einer heftigen Knöchelverletzung, mit einer heftigen Prellung und Bluterguss da gespielt. Sehr gut trainiert und das im Spiel heute bestätigt. War gut. Nächste Frage kommt von Frank Linkisch vom Kicker. Frank, hast du ein Mikrofon? Ansonsten würde ich die Kollegen bitten, einfach mal eins nach hinten durchzuwerfen. Herr Tuchel, auch 2 Fragen. Kommt von den Verletzten jemand für Dienstag eventuell zurück? Wie sieht es da aus? Und bei Matthijs de Ligt, der ja sehr lange jetzt gefehlt hat und noch keinen Rhythmus hat, trauen Sie ihm diesen englischen Wochenrhythmus schon zu oder muss man da vorsichtig sein? Ich glaube, er muss. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, er muss. Nicht viel Möglichkeit. Immer dieses dumme Rumgelaber, Alter. Das geht mir so auf die Eier. Oh ja, kann ein Fußballspieler alle 3 Tage 90 Minuten laufen, kämpfen, ackern? Ja, na klar, Alter. Was ist denn los mit den Leuten? Junge. Ey, da fällt mir mal ein Ei aus der Hose. Die tun immer so, als wäre das irgendwie, du fährst unter Tage und arbeitest 8 Stunden. So tun die. Aber selbst das tun Menschen 5 Tage die Woche. Junge, Alter, die hocken sonst im Hotel, fliegen schön mit dem Flugzeug durch die Prärie, Alter, und machen ein bisschen Sport, ja, was dann auch noch regenerativ ist. Kriegen Essen gekocht, kriegen den Arsch gepudert, Alter, und dann musst du dir immer anhören, ja, kann der denn 90 Minuten da jetzt alle 3 Tage ein Fußballspiel machen? Alter, da fällt mir immer so ein Ei aus der Hose, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Alter. Junge, die müssen mal wieder geerdet werden, die ganzen Menschen da. Im Fußballgeschäft. Was ist denn los, ey? Ne? Und dann auch immer dieses Rumgepimmel da, die zweite Halbzeit, so 60 Minuten. Oh ja, ist gut jetzt. Wir laufen jetzt nicht mehr schnell. Wir gehen jetzt nicht mehr in den Zweikampf. Wir haben ja in 3 Tagen schon wieder ein Spiel. Alter, krieg ich einen Kackreiz. Junge, ey. Weil UPA fällt auf. Ja, es ist Leistungssport, hin und her. Alles gut, Leute. Verdienen alle 20 Millionen, dann können die auch alle 3 Tage laufen, ackern, beißen, kratzen. Punkt. Fertig. Für Dienstag wäre es noch Serge, ist zu früh. Für Rafa Guerrero auch und für Nuss wird es ganz eng. Also die Tendenz ist eher nein, aber da gibt es noch eine Resthoffnung. 2 Fragen waren es, oder ne? Ja, okay. Ja, und dann bitte einmal zu deiner Rechten von dir aus gesehen und wenn Sie sich kurz vorstellen können. Nico Lindner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel, Sie haben angesprochen, starkes Spiel von Jo Kimmich mit kurzer Vorlaufzeit wegen des grippalen Infekts. Kimmich war super stark heute. Gerade erste Halbzeit hat er wieder das gespielt, was wir schon mal gesehen haben. Gegen Bochum. Position gehalten. Super die Bälle verteilt. Heute ein bärenstarker Kimmich. Ja, wenn er immer so spielen würde, hätten wir keine irgendwie Sechser-Diskussion. Ja, muss man ganz klar so sagen. Ich wüsste gerne, wie kam es denn zur Entscheidung, trotz dieser kurzen Zeit auf ihn zu setzen von Beginn an? Und ich meinte gehört zu haben, Sie hatten vom Spiel gesagt, angepeilt wären so 70 Minuten gewesen. Was gab dann den Ausschlag, ihn doch so lange spielen zu lassen? Die Verletzung von Leon letztendlich. Er kam ins Training, glaube ich, zurück am Mittwoch. Am Mittwoch waren es 20 Minuten, am Donnerstag waren es 60 Minuten, am Freitag gestern waren es 60 bis 70. Ja, aber da sieht man doch, dass das geht. Ja? Und immer nochmal 2 Minuten zurückzugehen, da sieht man doch, dass das geht. So, der lag eine Woche erkrankt in der Koje, erzählt er gerade auf, so bla bla bla. Ja, und dann spielt er 90 Minuten durch und hat das super gespielt. Ja, also. Wo gibt's denn dann noch Ausreden zu sagen, dass wir nicht alle 3 Tage mal ein Fußballspiel machen können? Junge.
und dann, also dann bei Josh sind es immer 90 gewesen von Mittwoch. Bei den Medizinern war es ein bisschen steigend. Das absolut Positive war, dass von Mittwoch bis Freitag die Entzündungsmarker im Blut komplett im Keller runter sind. Also es gab keine entzündliche Reaktion des Körpers auf Training. Deshalb wussten wir, es wird einfach nur an ihm liegen, wie lange er Luft hat. Es wird daran liegen, wie er sich dann subjektiv fühlt. Es kann nichts passieren und es besteht kein Risiko. Und er hat dann sehr schnell signalisiert, dass er sich gut fühlt. Deshalb haben wir ihn drauf gelassen. So, und letzte Frage, bevor die Kollegen nach München zurück müssen, kommt von Andreas Schimmer von der dpa. Ich glaube, bei dir neben dem Herrn Schöpfer, auf deiner linken Seite ist auch noch ein Mikrofon. Herr Tuchel, 2 Fragen. Der Perez hat geweint oder hat Tränen in den Augen gehabt, schwierige Situation. Ja, da kann ich auch mal ganz kurz was zu sagen. Hat mich auch berührt vor dem Spiel. Ja, da habe ich mich dann schon die Frage gestellt, wie man sieht, wie er da, was ja auch normal ist, was ja auch logisch ist, dass man da emotional mitgenommen ist. Stell mich die Frage, wie dann so Mazraoui in der Kabine gegenübertritt, Alter. Dann erzählt der Tuchel wieder, ja, ist alles in der Kabine, das wird alles irgendwie, da ist anderes Klima. Also ganz wild. Wenn Sie vielleicht sagen können, wie Sie da mitempfinden, vielleicht, ja. Und Bobby Charlton ist heute tot. Sie waren lange in England. Können Sie da vielleicht auch eine Kleinigkeit zu sagen? Das war vor meiner Zeit. Also natürlich kenne ich Sir Bobby Charlton und den Namen und habe ein Bild im Kopf parat von ihm. Und ich weiß, dass was für eine Ikone das im englischen Fußball und dann natürlich auch im Weltfußball ist. Aber es war tatsächlich ein bisschen vor meiner Zeit, auch wenn ich viel älter ausschaue. Ich weiß mittlerweile. Ja, das bringt der Bayern-Job so mit sich, Alter. Deshalb muss dabei bleiben. Und zu Daniel, das ist natürlich Wahnsinn, weil er so ein junger Kerl sich da jeden Tag bangt um seine Freunde, um seine Familie und da Tag und Nacht im Grunde bangt. Und er ist so ein feiner Kerl, so einfach so ein korrekter und feiner Charakter, dass uns das natürlich nahe geht. Und wir bemühen uns, ihm da zumindest jetzt im Sport und im sportlichen Vereinsumfeld ein Umfeld zu bieten, in dem er Ablenkung bekommt, aber auch Verständnis bekommt, alles, was er im Moment benötigt. Im Moment haben wir das Gefühl, dass es ihm gut tut, bei der Mannschaft zu sein, zu spielen. Das sagt er auch so. Wenn sich das jemals ändern sollte, werden wir natürlich darauf Rücksicht nehmen, ist auch klar. Vielen Dank, Thomas. Gute Heimreise euch. Ja, gut, dann war's das, Leute. Ich bedanke mich einfach fürs Zusehen. Wir werden am Montag im Stream, 19 Uhr, live auf Twitch. Ja, werden wir noch mal ein bisschen das Revue passieren lassen. Und ich werde mir mal ein bisschen eure Meinung dazu anhören, auch zu dem Mazraoui-Thema. Und ja, ich freue mich drauf, Leute, dass wir einfach mal wieder 3 Stunden ein bisschen über den FC Bayern quatschen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit bis dahin. Guten Start in die neue Woche. Erstmal einen schönen Sonntag noch, dann einen guten Start in die Woche. Und dann, wer Bock hat, Montag 19 Uhr auf Twitch. Tschö.